Mein Name ist Wimmer Christian, ich bin 36 und seit 16 Jahren bei der Firma Lindner in Ansdorf. Ich bin als Projektabrechner bei der Lindner Rheinraumtechnik. Als Projektabrechner macht man die kaufmännische Betreuung von den Baustellen. Ich rechne die Projekte dem Kunden gegenüber ab und auch unsere Montagepartner und Nachunternehmer gegenüber. Zum Lindner bin ich gekommen, es war während der Zeit von meinem Zivildienst. Da haben mich meine Späßeln gefragt, ja, du bist doch aus Ansdorf, warum bewirbst du dich nicht beim Lindner? Ja, dann habe ich eine Bewerbung hergeschickt, habe dann kurze Zeit später auch als technischer Sachbearbeiter angefangen, habe dann aber auch gemerkt, das Kaufmännische liegt mir besser und bin dann über kurze Zeit auch in die Schiene vom Projektabrechner gekommen und das hat mir taugt. Entwicklungsmöglichkeiten beim Lindner gibt es viele verschiedene, egal ob jetzt im technischen oder kaufmännischen Bereich. Meine Arbeit als Projektabrechner gefällt mir und mal schauen, was die Zukunft bringt, in welchem Bereich dass ich dann mich weiterentwickeln werde. Lustige Erlebnisse bei uns, die wohl in Erinnerung bleiben, gibt es eigentlich immer wieder. Gerade wenn es mit unserer Sprache oder Dialekt zum Tor hat und das nicht jeder gleich auf Anhieb versteht. Aber was einmal ganz schön war, einmal bin ich auf eine Baustelle gefahren, dann sagt der Bauleiter mein Auto mit PAN für Pfarrkirchen und fragte mich, ob das Passau Nord heißt. Dann habe ich einfach nur gesagt, ja, weil bis ich das erkläre. Für mich ist das Schöne bei der Firma Lindner, dass sich die Firma im Laufe der Jahre zu so einem großen Weltkonzern entwickelt hat, aber das Zusammenarbeiten immer noch so familiär ist, wie damals vor 16 Jahren, wie ich angefangen habe. Wir sind in kleinen Abteilungen oder Tochtergesellschaften strukturiert und das Zusammenarbeiten mit den einzelnen Leuten im Team macht einfach Spaß. Ich arbeite bei der Firma Lindner, weil es natürlich einfach mal heimatnah ist für mich, da zum Arbeiten, aber man kommt auch in ganz Deutschland oder auch auf der ganzen Welt umeinander und das macht es so interessant.